نعم نعم للسلام. نعم نعم للسلام. كلا كلا للإرهاب. Wir werden bedroht, dass wir unsere Religion verlassen. Aber nein, wir werden unsere Religion nicht verlassen, egal was passiert. Wir drohen uns, dass wir unsere Religion verlassen oder sie werden uns umbringen. Aber nein, das werden wir nicht tun, egal was passiert. Wir kämpfen für unser Land und werden auch weiterkämpfen, egal was passiert. Das wird auch weiter so gehen. Wir werden kämpfen und geben nicht auf. Wir sind eins und bleiben auch eins. Liebe Leute, liebe deutsche Mitbürger, wir haben uns heute versammelt, um mit dieser Kundgebung auf die Situation der Jesiden und aller Minderheiten im Irak aufmerksam zu machen. Die ISIS hat die größte jesidische Stadt Shingal eingenommen. Männer werden getötet, Frauen werden vergewaltigt, Kinder werden ermordet. Zehntausende Menschen sind auf der Flucht in den Gebirgen. Was da finden sich Menschen? Wir wollen Freiheit für alle 70.000 Kinder und Frauen, die auf der Flucht sind in den Gebirgen. Shingal, 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 Shingal. Vigi, Vigi, Ezra! Vigi, Vigi, Ezra! Vigi, Vigi, Ezra! Vigi, Vigi, Ezra!
Liebe Freunde, heute haben wir uns hier zu leider einem sehr traurigen Anlass versammelt. Zu einem traurigen Anlass, denn unsere schmerzerfüllten Hilfeschreie können wir nur so ausrufen. Am Sonntag, den 2. August 2014, hat die islamische Terrorgruppe IS die zweitgrößte jesidische Stadt Shingal eingenommen. Dabei wurden hunderte Jesiden getötet und Tausende in die Flucht geschlagen. Doch der Flucht, damit nicht genug, auch etliche Frauen wurden vergewaltigt, und zwar vor den Augen der eigenen Kinder. Kinder selbst, die unschuldig waren und nichts dafür können, wurden ermordet. Doch damit nicht genug. Nicht nur die Kinder, doch damit nicht genug. Damit nicht genug. Nicht nur die Kinder sind gestorben, nicht nur die Frauen wurden ermordet. Auch die Menschen, die auf der Flucht sind, haben bei weitem keinen Schutz gefunden. Die Berge bieten keinen Schutz. Die Jesiden haben keinerlei militärischen Schutz in den Bergen. Sie sind der Sonne und den Umweltbedingungen ausgeliefert. Sie brauchen Nahrungsmittel, sie brauchen Wasser, und so sind schon bisher 10 Kinder und etliche ältere Frauen und Herren und Männer gestorben. Hier haben wir uns heute versammelt, um auch auf die Situation aller anderen Jesiden aufmerksam zu machen. Denn nicht nur die Jesiden in Shingal sind der Gefahr ausgeliefert, auch die Jesiden in Sheran, in Bahadre, in Barzane, in Bashira, in Khatare und in allen anderen, in Sharia und allen anderen jesidischen Städten sind der Gefahr ausgeliefert. Sie leben dort in ständiger Angst vor der unmittelbaren Gefahr der Terroristen, der islamistischen Terroristen, der ISIS. Und so haben wir uns hier versammelt, und zu diesem äußerst traurigen Anlass und haben, um auf die große Not der jesidischen sowie christlichen Minderheit im Irak aufmerksam zu machen. Wir appellieren an die Vereinigten Nationen, an die EU, an die Bundesregierung Deutschlands und auch Frau Merkel höchstpersönlich, die den sicheren Tod ausgelieferten, in der Gewalt der gefangenen Jesiden zu retten. Wir appellieren an alle Menschenrechtsorganisationen, denen auf der Flucht und den Tod und Elend lebenden Jesiden zur Hilfe zu eilen. Rettet diese Menschen, die von Stunde zu Stunde von den IS-Kämpfern weiter eingehängt werden und mit ihrer tödlichen Bestrafung durch die Terroristen näherkommen. Ihnen fehlt es an militärischem Schutz, ihnen fehlt es an ärztlicher Betreuung, an medikamentöser Versorgung und an Nahrungsmitteln. Wir flehen die ganze Welt an, halt uns zur Hilfe in dieser Stunde größter menschlicher Not. Als eine uralte religiöse Minderheit im Irak wird den Jesiden von keiner einzigen politischen Richtung im Irak Schutz oder Unterstützung geboten. Vielmehr sind sie direkter Verfolgung durch staatliche Organe und durch sämtliche politische Strömungen ausgesetzt. Die Jesiden verfügen weder über Waffen noch über eigene Milizen, um sich gegen den Terror zur Wehr zu setzen. Denn die Jesiden zeichneten sich stets durch friedliche und friedliebende Art aus. Somit appelliere ich heute als deutscher Staatsbürger im Namen der gesamten in Deutschland lebenden Jesiden an unsere Bundesregierung. Punkt 1. Bitte rettet die jesidischen Kinder, Frauen und Männer, die im Irak vor dem grausamen Terror vermisst sind. Die Frauen vor Vergewaltigung, die Kinder vor dem sicheren Tod.
Zweites, wir bitten um militärischen Schutz, sowohl für die jesidischen als auch für die christlichen Minderheiten im Irak. Drittens, wir bitten die Bundesregierung darum, die Machthaber vor Ort druckvoll dazu zu bewegen, den geflüchteten Jesiden zur Hilfe zu eilen und ihnen Schutz zu bieten. Wir bitten um sofortige Befreiung der besetzten jesidischen Gebiete und jesidischen Gefangenen. Und wir wollen appellieren an alle westlichen Medien, wir nehmen uns an, macht auf die Situation der Minderheiten aufmerksam. Wie schon bereits erwähnt, wir haben keine eigene Militärkraft, wir haben keine Milizen, die uns beschützen, wir können nur auf den Westen sehen. Und so flehen wir uns heute gemeinsam an, heißt uns zur Hilfe. Wenn das nicht ganz passiert, steuern wir geradezu auf eine humanitäre Katastrophe in der Region, die vergleichbar ist mit dem Holocaust. Was einst mit den Juden passiert ist, das droht jetzt den Jesiden zu passieren durch die ISIS. Dort werden die Jesiden abgeschlachtet, wie man auf all diesen Bildern hier sehen kann. Und ich rufe euch allen Jesiden, jeden Einzelnen, der hier ist. Und dafür brauche ich keine Schäde, ich brauche keine Papier und nichts, was da drauf ist. Ich bitte jeden von euch einzeln an, vereinigt euch endlich. Vereinigt euch und ruft mit einer Stimme für Hilfe. Hilfe für die Kinder, Hilfe für die Frauen, Hilfe für diese Frau, da guckt sie euch an, wie sie von den Terroristen misshandelt wird. Guckt euch das Bild an, guckt euch das Bild an, mehr braucht man nicht zu sagen. Eilt diesen Menschen zur Hilfe. Denn nur so, und wenn wir uns von unseren eigenen politischen Interessen befreien, können wir für diese Menschen kämpfen und hoffen, dass der Westen auf uns hört. Sind keine Panzer, unsere Waffen ist die Bildung. Und somit rufe ich jeden einzelnen von euch Kindern hier auf. Wenn ihr euch bildet, wenn ihr in diesem Land zu Erfolg beiträgt, dann werden wir auch Jesiden zu einem kleinen Mädchen helfen können. Nur wenn jeder einzelne von uns sich bildet und weiter mit seiner Bildung für die Jesiden kämpft. Denn das, und das könnt ihr mir glauben, meine lieben Freunde, ist die schärfste aller Waffen. Menschen sterben nicht durch Schüsse, Menschen sterben nicht durch Panzer, nicht nur. Die größte Gefahr geht von Unbildung aus. Und so flehe ich euch an, wenn ihr euch bildet, könnt ihr mehrere Menschen in unserer Umgebung auf die Jesiden aufmerksam machen. Und der Welt das positivste Bild von Jesiden zu begegnen, das es geben kann. Nämlich ein friedliches und friedliebendes Volk, das gebildet ist, das die Werte und die Moral der Menschheit zu schätzen weiß. Und darum bitte ich euch, jeden einzelnen von euch, kämpft auf eurem Gebiet die Bildung und die Schule. Die Gesellschaft jesidischer Akademiker ist über die Gräueltaten der Terrororganisation Islamischer Staat zutiefst bestört. Hunderttausende Jesiden, Christen, aber auch Schiiten sind im Irak auf der Flucht vor dem Terror der IS. Der Vormarsch der Terrorgruppe Islamischer Staat hat nach Angaben der Vereinten Nationen eine große Fluchtbewegung ausgelöst. Mehr als 200.000 Menschen sind auf der Flucht und die Weltöffentlichkeit schaut weiterhin tatenlos zu. Die Lage der Flüchtlinge in Sinjar ist katastrophal. Die Terrorgruppe IS hat die Herrschaft über die Stadt Sinjar, weiteren Städten und in mehreren Dörfern übernommen. Die Terrorgruppe betrachtet die Jesiden als Ungläubige und gehören nach deren Ansichten ohne Wenn und Aber ausgerottet. Die jetzt erfolgte Einnahme der nordirakischen Stadt Sinjar durch die Kämpfer der IS bedeutet insbesondere für die dort lebenden jesidischen Kurden höchste Lebensgefahr. Ein weiterer Völkermord an den Jesiden ist im Gange. Bedeutende jesidische Heiligtümer und Stätten wurden von den Terroristen bereits zerstört. Die Flüchtlinge brauchen dringend Nahrungsmittel, Wasser und Medikamente. Die Weltöffentlichkeit muss endlich handeln und diesen Terror stoppen. Die Jesiden sind von der Volkszugehörigkeit her Kurden und gehören einer monotheistischen Religionsgemeinschaft, deren Geschichte mehr als 4000 Jahre zurückgeht. Mit 700.000 Jesiden lebt im Irak ein Großteil der weltweit knapp 1 Million Jesiden, deren Existenz durch die jüngsten Entwicklungen nun extrem
ist. Die Jesiden sind bereits seit Jahrhunderten in Mesopotamien Verfolgung und Vertreibung ausgesetzt. Doch noch nie in ihrer Geschichte waren die Jesiden so stark bedroht wie jetzt im Irak, dem Entstehungsort ihrer Religion und dem wichtigsten jesidischen Siedlungsgebiet. In Shingal leben ca. 500.000 Jesiden, also ein Großteil der im Irak lebenden Jesiden. Shingal liegt inmitten der Versorgungslinie der IS von Mosul zur syrischen Grenze. Es ist höchste Zeit, so schnell wie nur möglich Sicherheits- und Schutzmaßnahmen zu treffen. Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, sofort Maßnahmen zu besseren Schutz der Bevölkerung der religiösen Minderheiten im Irak zu treffen. Wir appellieren an die internationale Weltgemeinschaft, gemeinsam gegen die Dschihadisten aktiv vorzugehen. Sehr geehrter Oberbürgermeister Jürgen Rotz, seit Samstag, den 2.8.2014, sind ISIS-Terroristen in den jesidischen Dörfern und Städten im Irak eingedrungen und haben diese mit der Waffengewalt erworben. Die jesidische Bevölkerung ist davon ohne Wasser und Nahrung in den umliegenden Bergen geflogen und sich zu stützen. Auch die deutschen Medien berichten über diese Entwicklungen. Wir haben noch Verwundete und Freunde im Irak und sind sehr erschrocken und traurig über das, was dort im Moment passiert. Angesichts der Lage unserer Volks fühlen wir uns hilflos, weil wir wissen, dass wir hier in Deutschland nicht tun können, um ihnen zu helfen. Aber wir möchten zumindest versuchen, etwas für Jesidien zu erreichen, indem wir vor die um Hilfe bitten, die nun bedroht und auf oder flüchtet sind und nicht einmal vor sich selbst bitten können. Im Namen unserer Volkes und der religiösen Minderheit der Jesidien, der wir angehören, bitten wir Sie, setzen Sie sich für die Jesidien im Irak ein. Wir sind hier in Deutschland sehr glücklich und sind sehr dankbar, dass wir hier selbst bestimmen und in Frieden leben dürfen. Daher möchten wir uns dafür einsetzen, dass andere auch Frieden und Freiheit einführen dürfen. Hier in Deutschland, im Irak und auf der ganzen Welt. Wir wissen nicht, was wir für die Jesidien noch tun können, außer für sie um Hilfe zu bitten. Seitdem wir auf der Welt sind, ist uns bewusst, dass die Jesidien im Irak keine Menschen bzw. Bürgerrecht genießen. Sie leben dort nur, weil sie keine Wahl haben und irgendwo leben müssen. Unser größter Wunsch ist es, dass die Menschen im Irak Frieden und ohne Krieg leben können und alle die gleichen Menschen- und Bürgerrecht genießen, frei leben und ihre Meinungen sagen dürfen, ohne verfolgt zu werden. Im Namen unseres Volkes und unserer religiösen Minderheit möchten wir gerne einen offenen Brief an unsere Kanzlerin Frau Angela Merkel schreiben. Hiermit möchten wir Sie fragen, ob Sie als Oberbürgermeister Köln Interesse daran haben, Sie daran zu beteiligen und Ihre Meinung dazu mitzuteilen. Damit wir zusammen mit Ihrer Hilfe den Brief an unsere Kanzlerin Frau Angela Merkel zu schicken. Mit der Hilfe von Europäische Union, besonders von Deutschland, werden wir Jesidien sehr dankbar, wenn Sie die Jesidien in Shingal, Irak, aus der Situation befreien. Im Namen der irakischen Bevölkerung, unserer Volks- und unserer religiösen Minderheit, der Jesidien, der wir angehören, bitte, setzen Sie sich für die von Hunger, Tod bedrohten Flüchtlinge im Irak ein. Wir bitten Sie, sich für die Menschen, die aufkämpfen, Gebieten im Irak einzusetzen,
damit alle, die dort leben, auch die Jesidien, endlich Menschenrechte und Frieden genießen. So wie wir allen anderen Menschen auf aller Welt wünschen, dass sie in Frieden und unter Anerkennung